gestern wieder getroffen. Im Gartencenter von der Stadt. Hinten bei den Zimmerpflanzen ist er allein rumgelaufen. Es scheint, als würde er tanzen, wie ein Schmetterling im Rausch. Noch ziemlich elegant, trotzdem die Ranze. Er geht langsam hin und her, und jetzt dunkt er mich schon chli flatterig. Oh, jetzt führt er noch ein Selbstgespräch. Oder wart, redet er jetzt mit der Pflanze? Ja, jetzt redet er mit der Pflanze und scheint sich sichtlich zu amüsieren. Berührt behutsam ihre Blätter, ich glaub, er tut sie analysieren. Und dann bin ich zu ihm hin, hab ihn gefragt, wie's ihm geht. Er sagt wieder Single. Er hat Leila verloren. Er hat genug vom Zusammenleben, genug von Stress mit schönen Menschen, genug von «Könntest mir bitte zuhören», genug von «Was du da sagst, find ich daneben». Er erklärt mir die Situation, warum er die Leila heimgelassen stehen. Toxische Kommunikation. Toxische Kommunikation. Toxische Kommunikation. Toxische Kommunikation. Er will eine neue Beziehung, eine mit Bestand. Drum sucht er heute eine Pflanze mit Verstand. Er will eine Pflanze mit Verstand, wo zu ihm passt, wie zum Bild an der Wand. Eine, wo fest zu ihm steht, stumm mit ihm wächst und treue Wurzeln schlägt. Er sucht eine Pflanze mit Stil, eine mit Saft und Appeal. Eine, wo's Fußstück hinter den Blättern hat und nicht viel redt. Er will einen Karnivori neben dem Bett, wo gefährlich aussieht und nicht jeder hat. Eine, wo nichts vergisst und nicht nur in der Not, sondern immer alle Fliegen frisst. Eine für die dunklen Stunden, wo ihre Blüte in der Nacht aufmacht. Ihre zauberhafte Duft verbreitet reinen Balsamisch für seine Wunden.
später habe ich gesehen, wie er das Gartencenter dann verlässt. Für seine Liebe im Topf hat er noch Pflanzenschutzmittel gefunden. Natur und Mensch im Einklang und die Welt wird ein besserer Ort. Ich finde, er macht einen ganz